Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Tea. Ich bin Anne. Ihr seht hier schon, was ich alles parat gemacht habe. Ihr habt sicher schon eine Ahnung, was wir machen heute. Ich hoffe, ihr habt keine böse Vorahnung. Nein, wir machen doch einfach dekorierte Büroklammern. Wie könnte es auch anders sein? Wir machen das recht einfach. Ich habe nämlich ziemlich wenig Material parat gemacht. Und zwar wieder einmal von diesen Kärtchen da, von dem Eco-Dyeing Papier oder eben Kärtchen, habe ich vorgenommen. Und zwar, ich wollte euch nicht langweilen mit dem Material ewig. Ich könnte auch jeder als andere Karton oder Kärtchen nehmen. Aber ja, ich habe einfach noch von denen und ich möchte die gerne ein bisschen brauchen. Und wenn wir ja sowieso schon von dem Material in unserem Journal haben, dann passt doch das alles wunderbar, wenn man noch mehr von dem braucht, dann passt alles schön zusammen. So, eben genau, von diesen Kärtchen, ich habe mir schon ein bisschen zugeschnitten, ich habe zum Teil schon ein bisschen die Decke gerundet. Ich habe Büroklammern, ich habe hier aus meinem Lexikon ein paar Bildchen rausgerissen. Ich habe hier so ein prägtes Papier und ich habe hier noch ein Papier, das wir einmal miteinander gemacht haben. So ein gestempeltes Masterboard. Dann habe ich ein bisschen Stempelfarbe und das ist eigentlich alles. Ich würde sagen, wir säckeln einfach schon mal los. Hier hat es noch einen Stempel drauf. Das habe ich mal Stempel ausprobieren, der gut funktioniert. Das habe ich da drauf gemacht und jetzt sieht doch das gerade so ein bisschen hübsch aus. Falls dann überhaupt noch ein bisschen etwas von dem zu sehen ist, weil eben wir überkleben das ja noch ein bisschen mit Deko. So, dann habe ich diese Viechlis hier inken und zwar mit Braun. Und vielleicht da noch ein bisschen so. Braun passt auch super zu den Viechlis. So. Und die Käferli, das gibt dann unseren Focal Point am Schluss oben drauf. So. Und die Kärtchen möchte ich gerne mit dem Grau inken. Dem hier. Weil ich finde, das passt so gut. Ich habe die Kärtchen eben so eingefärbt mit verschiedenen Blumen, mit Tee. Ja, ich glaube, da ist jetzt nie noch Rostwasser drauf. Ich habe ganz viele verschiedene Zeug ausprobiert, ganz verrückte Sachen dabei rausgekommen. Habe es vorher noch nie gemacht. Und das hier habe ich, die Kärtchen habe ich gemacht nach irgendeiner Anleitung, die ich gefunden habe. Aber sie sind tatsächlich nicht so extrem leuchtig rausgekommen, wie ich das Gefühl hatte. Auf dieser Anleitung haben sie das aber auch gemacht mit getrockneten Blumenblättern, also Blütenblätter. Und vielleicht ist es durch das eher ein bisschen leuchtiger rausgekommen. Ich weiss jetzt gerade nicht mehr, von wem dass ich das wieder abgeschaut habe. Aber auf jeden Fall schichtet man einfach die Blätter und die Blumen in eine Form, tut es mit Tee ein bisschen besprühen, dass es ein bisschen feucht ist. Legt dann die Blätter und die Blumen drauf und dann presst man das einfach alles zusammen. Und lässt dann das so irgendwie 24 bis 48 Stunden einfach so stehen, pressen. Und ja, also ich habe da zum Beispiel Pfingstrosenblütenblätter drin gehabt. Und die haben nicht wahnsinnig viel
Farbe abgeben. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber bei ihr schon, sie hat eben die getrockneten gehabt. Ja, genau. Und ich habe dann noch etwas anderes ausprobiert. Ich habe dann das Beigeli von den Kärtchen, wo ich dann so zusammengedrückt habe. Nein, warte jetzt, habe ich es dann schon beschwert mit etwas? Oder noch nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es in die Mikrowelle da. Irgendwie 50 Sekunden oder so. Das Ganze ein bisschen aufgewärmt und nachher zusammengepresst. Und ja, die sind fast noch ein bisschen besser rausgekommen als die ersten, die ich gemacht habe. Genau, es könnte sein, dass das die Mikrowellenblätter sind. Aber es hat ein paar wunderschöne bläuliche und violette Tupfen drauf gegeben. Von irgendwelchen Blümchen, ich weiß gerade nicht mehr. Von welchen, irgendwelchen Glockenblumen oder was es war. Und auch ganz schöne Blattabdrücke habe ich bekommen, zum Teil. So, also komm, jetzt wollen wir doch das mal zusammenfalten. So, aha, schau jetzt müssen wir das ja auch noch dingseln, bumseln und inken, oder? So. Oh, schafft er das? Ja, er schafft es. Ja, genau, so war das mit der Färberei hier. Und eben, also die jetzt hier auch noch so vom Tee recht braun sind und mit diesen hübschen Flecken hier oder hier, das finde ich also auch ganz wunderbar rausgekommen. Und wenn das auch mega schön rausgekommen sind im Fall rote Haselblätter. Oh, die geben ganz ein schönes Violettblau. Wenn man die dann so färbt. Ich habe auch gemacht mit Kochen und dann eben noch mit Rost und Tee, dass es schwarz geworden ist. Und grau und da kann ich euch schnell etwas zeigen, wenn ich schon die ganze Zeit davor rede. Da ist so etwas in dieser Art. No. Und oh, da ist noch ein hübsches Look. Das ist auch noch ganz cool rausgekommen. Das ist so ein Blatt, so wie ich gesagt habe. Ja, es ist doch noch ein bisschen etwas dabei rausgekommen. Gut. Ich habe einfach ganz viel verschiedenes Zeug ausprobiert und es ist ganz ein Haufen Material dabei rausgekommen. Und jetzt sollte man das natürlich auch ein bisschen benutzen. Darum bin ich hier gerade ein bisschen dran, an die Kärtchen aufzubrauchen auf ganz verschiedenste Art und Weise. So. Also, jetzt müssen wir hier auch noch gerade ein bisschen. So, also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel das man dann davon noch sehen von dem. Weil ich habe keins vorbereitet. Ich kann gerade nicht sagen, wie es am Schluss wird rauskommen. So, was ich aber weiss, ist, dass ich hier noch ein bisschen mit Braun drüber gegangen, damit einfach die Schrift ein bisschen besser vorkommt. So, noch ein bisschen.
Gut, also, von dem werde ich eigentlich nur wenig nehmen. Darum reisse ich mir jetzt gerade mal ein paar Fötzchen. Und dann von dem ein bisschen grössere Stückchen. Warte jetzt, wenn ich da noch nicht weiss, welche Seite das ich will nehmen, müsste ich vielleicht auf der hinteren Seite auch. Und je nachdem nehme ich dann eben vielleicht die schönere Seite, also zum Beispiel jetzt hier, das mit dem hübschen Blau, klebe ich mir dann so zusammen. So. Nein, eben nicht. Haha, schau jetzt, schon falsch. So. So. Dass man, wenn man die Büroklammer so nimmt, wenn sie noch nicht irgendwo im Journal steckt, sieht man hinten noch das schöne Blau. So, natürlich bei dem jetzt gerade nicht, weil die Büroklammer da ein bisschen blöd ist. Dann machen wir das so. So. Dann sehen wir das wenigstens noch. Wenn es nachher dann zwar drin steckt, auch nicht, aber ja, vielleicht. Es ist dann nicht einfach nur weiß hinten dran, oder? So. Fertig geschnurrt jetzt. Jetzt müssen wir auch mal etwas zusammenkleben. So. Also eigentlich ist es aber glaube ich nicht so gut, wenn allzu viel vorsteht. Weil das sonst immer so ein bisschen rumbeugt. Aber so. So. Moment. He. Moment. Das hat jetzt hier keinen, so wie ich es will. Doch so. So. Und so. Ist das blöd? So. Ah, jetzt kommt es, glaube ich, gut. Ich glaube, das gefällt mir. So. Wenn wir das mal so draufkleben, aber da ohne Büroklammern. Ja, Leimstift könnte man da jetzt auch nehmen. Voilà. Und das da. Sieht man nicht mehr viel von der Schrift. Das ist mir einfach nur so ein einfach irgendein komischer Abdruck. Ja, no. Da sieht man schließlich auch nicht viel von den Blumen. Irgendwie. So, oder würde das besser drauf passen? Ich glaube, ich nehme das. Irgendwie gefällt mir das gerade ein bisschen besser noch. So. Voilà. Und dann ist das auch immer so eine Sache. Was kommt jetzt außen und was innen? Von mir aus gesehen kommt das grosse Teil innen, weil man dann das so ein bisschen besser kann dran klippen, oder? Ist das klar, wenn ich das meine? Aber ich glaube, das kann auch wirklich jeder so machen, wie er es besser findet. Also, dann zusammenkleben.
Hoffen wir, dass es hebt. Wird wohl. Wird wohl. Ein Klemmerli wäre jetzt noch gäbig gewesen. He? Dann müsste ich das hier nämlich nicht haben. Nein, schau. Das geht ja schnell. So. So, ich finde das gut. Also, dann tun wir da mal, wo sieht man es? Irgendwo da, he? Gehen warten. Also, next. So. So. Und das da. Die hat man jetzt auch alle irgendwie noch inken, aber irgendwie, nein. Ich weiß nicht recht. Manchmal. Weiß ich gerade nicht, was ich jetzt machen muss. Was ich jetzt abgemessen habe. Nein, also da und da braucht es kein Leim dran. So, das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt ist es gegangen. So, aber da oben, dass ich jetzt das so schräg habe draufkleben, finde ich jetzt gerade ein bisschen dumm. Also kommt das einfach weg. So. Jawohl. Gut. Und dann wieder so. Zack. Klappe zu. Das ist doch wunderbar. Mir gefallen die gut. So. Prima. Ja, vielleicht können wir es so machen, dass man einfach jetzt noch rundum einmal uminkt. Oder? So. Da, es gefotzt. Da geht sowieso irgendein ab. Gut. Jawohl, genau. Das ist doch gut. Komm. So, dass hier die Übergänge fließend bleiben, aber rundum haben wir den Rahmen. So, genau, komm, machen wir doch noch eins miteinander. Wollen wir die Sommervögel noch nehmen? Ja, jetzt schauen wir zuerst mal. Was nehmen wir hier? So. Da wollte ich auch einen gerissenen Rand haben.
So, und dann da noch etwas drauf. So. Oder braucht es das gar nicht? Ich weiß nicht. Die fette Hummel. Sommervögel. Oder lieber etwas Kleines. Oh ja, nein, schau, das ist viel herziger. Jetzt machen wir das einfach so. Irgendwie, die passen mir nicht ganz. So, dann kommt das besser, wenn ich es hier drauf tue. Dann weiss ich, dass nicht auf der Seite rausflödert. Oder einfach zu viel ist. Und so. Es sind irgendwie einfach zu kleine Fötzchen, für dass man dann irgendwie sieht, dass das Schrift ist. Das sind wirklich einfach nur so komische Buckel da drauf. Und sieht man es überhaupt, wenn ich das so her habe? Ja, ich glaube schon. Ja, irgendwie macht es nicht so Sinn, finde ich gerade. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr davon, wenn ich einfach nur von dem Papier nehme. So. Und den hier wieder rein. So, da, schau, das sind sie auf dieser Seite einfach auch schön. Das gefällt mir schon. Das finde ich gut. Ich habe es auch eigentlich nicht so gerne, wenn zum Beispiel die Journal-Karten sind vorne super schön verziert. Und dann meistens passiert mir das, ja, wenn ich irgendwas mache mit Farbe, also irgendwie mit Aquarellfarbe oder so. Und dann habe ich hinten irgendwelche blöde Schlierken drauf, weil es halt beim Trocknen hat man es irgendwo hergelegt oder man hat irgendwie mit farbigen Fingern halt so von unten genommen, dass oben ja nichts voll wird und dann hat es einfach hinten so Töpfchen oder Schlieren drauf. Und dann, wenn man das dann einfach so lässt, finde ich, das ist ein bisschen schade. So, zum Beispiel, oder? Da habe ich so etwas gemacht und nachher hinten sieht es einfach so aus. Ja, dann sollte man doch da irgendwie auch noch etwas draufkleben oder keine Ahnung. Ja, und das finde ich bei denen genauso. Darum finde ich das total okay, wenn die auch hinten dürfen schön sein. So, was machen wir da? So, so. Machen wir doch gerade so. Oh, wenn ich den könnte reissen. Das Rändchen ab. Das ist mir da ein bisschen zu weiss. Und das Schwänzchen kommt noch fort. Jetzt ist gut. Ah, Inke, hä? Inke. Ja, ist gut. Ich merke es ja schon noch. Einfach manchmal erst, wenn es zu spät ist. So, gibt es jetzt da oben und unten? Echt jetzt? Keine Ahnung. So, nein. Ich weiß es doch auch nicht. Jetzt ist es so. Jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt kommt da noch der Käfer drauf. So, und dann tun wir doch da noch ein bisschen anbrünzeln rundherum. Dürfte jetzt eigentlich ein dunklerer Braun sein, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir gerade das.
Und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. So. Oder eine andere Farbe. Zum Beispiel das dunkle Violett, da könnte es auch sein. So, der braucht noch eine Büroklammer. Mhm. Voilà. Und ein bisschen zusammendrücken. So. Hey, dann sehen doch die ganz toll aus. Ich finde die super herzig. So. Ja, schau mal, jetzt haben wir die 4 gemacht. Die anderen 2 kann ich dann immer noch machen. Aber ich glaube, man sieht, was ich meine. Hm? Ich finde, die sind recht schnusig geworden. Und jetzt können wir doch die noch platzieren. Wenn wir mal schauen, wo die herpassen würden. Hier in unserem Journal. Oh, wir haben schon so viel gemacht. Wir haben schon so viel Zeugs gemacht. Hey. Also, ich würde sagen, da könnten wir doch eins herklippen. Und so. Und dann... Da könnte das noch gut aussehen. Oder, was haben wir noch? Ja, ich glaube mal das hier hin. So. Oh ja, das passt doch auch gut zusammen, oder? Ich finde schon. Die sind jetzt recht schlicht geworden, habe ich das Gefühl. Also von der Farbe her. Aber es ist schön. Es ist total okay. So, und dann hier. Und dann hier. Wenn wir hier auch gerade eins machen. Bei dem, oder das mit dem helleren, das passt irgendwie gut zu dieser Farbe hier hin. Das hellere Viechli. So. Ja. Ich finde, das sieht gut aus. Jetzt hätte man natürlich noch eins machen, wo man den queren Weg rein tun kann. Aber jetzt haben wir halt 4 Sättige, das ist auch gut. Oh, da haben wir noch so viel. Da haben wir noch so viel Platz. Hey, weißt du was? Machen wir einfach hier noch eins dran. So. Ui, was wollen wir denn da alles noch drin basteln? Aber das sieht also toll aus. Ich freue mich. Die Büroklammern, die sind ganz cool rausgekommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine Idee rauspicken oder ihr habt jetzt gerade anhand von dem total eine andere Idee und denkt, oh ja, ich kann ja da noch irgendwie Büsi und die wollte ich unbedingt drauf machen oder was weiß ich. Und dann macht doch einfach machen. Und dann könnt ihr mir auch schreiben, was ihr gemacht habt, weil es nimmt mich nämlich mega Wunder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!